Nachdem sich 12 Jahre in England gelebt haben, hat mich nur im Träger Plötzebusch verschlagen. Also kann ich mal endlich Zeit holen, für mein Land zu entdecken und für zu explorieren, was mein Heimisch so schön ist. Wenn ihr Lützeburg Hauder lieft, ist es eigentlich ganz einfach zu vergessen, dass man immens modeste Passé haben. An hier Musée Rural zu Papping kann ich entdecken, wie als Vierfahren für rund 100 Jahre gelebt haben. Ich habe doch noch immer das alte Handwerk vom Schmatz aufrechterhalten und geht genauso geschafft wie früher. Oh, ich komme mal voll viel wie bei Game of Thrones. Also, das Teil dauert mir schon für alles mega zu lang. Und plus, ich muss noch gleich kochen gehen. Können wir Fleisch tauschen? Yes. Gut, da kann schon mal dem dort an die Küche. Merci. Wenn es einen ikonischen Plan der Lützeburger Küche gibt, dann ist es für mich Jut mit Gardebohnen. Und in England habe ich meine Freunde immer Jut mit Gardebohnen Pie serviert. Wir zu Lützeburg sind ich durch die vielen italienischen Restaurants inspiriert, die für eine neue Idee. Jut mit Gardebohnen Cannelloni. Für das Rezept brauche ich natürlich Jut und Gardebohnen, Bohnenkreuzchen, frische Lasagneblüter und alles, was ich für ein Bechamel brauche. Muss ich aus diesem Plan wirklich mega einfach. Ich schwenke mit meiner Cannellonis Fachs an und ich benutze dafür all guten die typischen Ingredienten für Jut mit Gardebohnen. Also schon halt gekochte Jut. Und da gekochte Gardebohnen, ich hatte einfach gefrorener kurz abgekocht. Und da kann doch noch ein gebroten dabei. Und noch Bohnenkreuzchen. Und das gibt wirklich dem Ganzen sein typisches Goût. Und dann habe ich schon ein bisschen gehackt mit Petersilie und ich will halt Platten, weil dem sei gut, also ganz ein bisschen wie dus wie die gekrauselten. Und da kann ich das Ganze zu einer Fachs hacken. Und am liebsten ein bisschen grob, dass noch ein bisschen Sticker dran sind. Okay, die Farce ist gemacht, jetzt zu meiner Bechamel. Und das Prinzip von einer Bechamel ist immer dasselbe. Butter wird mit Mehl geschweißt, für roh zu machen. Und dann noch ein Flüssigkeit dabei. Und ich benutze heute Milch, weiße Wein und Rahmen dafür. Lo fängt du mat gut riechen. Das ist wie ein Käse fondue. Bechamel ist schön dickflüssig. Kann ich auf die Seite stellen. Und dann geht es Cannelloni. So, und ich koche meine frische Lasagne ganz kurz für dass du nur beim Abrollen nicht brechen. Und ich brauche einfach nur kurz an kochend Wasser zu legen. Und das geht schon mega sehr. Seid ihr schon durch. Ups. Geht auch ganz rutschig. So, und da kann ich es einfach an einem Sift auftripsen lassen. Und dann schneide ich meine Lasagneblätter auf 4, weil ich mache gerne ganz kleine Cannellonien. Und da könnt ihr auf alle Blatt innen ein bisschen Fachs. Der Löffelchen geht durch.
kann ich so abrollen. Okay, an die lehne ich da an eng Form dran, wo aber innen drinnner Bechamel könnt. Da kann ich sie dran leeren. Und da können wir ein Bechamel drauf, eher ich meinen nächsten Kusch machen. Und zum Schluss könnt noch eine ganz gute Portion gerappene Käse drüber. Ich habe Berdorfer rote Bof geholt, weil die ganz aromatisch ist. So, also brauchen Sie nur nach einer halben Stunde bei 180 Grad zu backen. Mai gut mit Gardebohnen mit einem italienischen Touch. Maja, hier ist der schöne Gart. Und das du? Eine Schredisch, ja. Und zwar eine Gelzocht, eine Mauvezocht, letztens 2 Runner. Bei Gel redest du ja? Ja. Das kann man doch gar nicht mehr Haus. Nee, das kann keiner. Das ist eine Weil Altzucht. sie einfach, ja, Altzochten. Alles war schon, das sind Altzochten aus dem 19. Jahrhundert. Da kommen wir hier an den Kräutergart. Und zwar Ei. ist hier oben mein mediterranischer Kräutergart mit dem Rosmarin. Der ist schon ein bisschen. Okay, aber was ist das hier? Da ist Bohnenkraut. Ich habe das noch nie gesehen, wenn es nicht gedrischen aus dem Glas kommt. Und was ist das hier? Da ist Wanderzwiebel. Okay, so ein will ich. Maja, von der Wanderzwiebel kannst du dann Stängeln sowie auch Knoll benutzen, für dann zu kochen oder Reh und Saloten zu machen. Oi. Nur wo ich all gut die schönen Kräuter gepflückt habe, kann ich etwas mal da kochen. Und zwar habe ich mir überlegt, Kräuterschnecken mit Käsekäse zu machen. Und ich mache noch ein kleines Fleischalternativ mit Treiben. Und ich habe hier Bohnenkräutchen, Bratzeln, Romarin, Oregano. Oh, nee, das ist Salbei, das ist Oregano. Nicht mega schön große Blätter. Salbei und Thym. Und da kannst du alles mit dran, zusammen mit schönen großen Freios-Zwiebeln. Ich schwenke mal denen an. Ich meine, das ist schon für mein Kräuter fest. Da kann auch bei meinem Käsekäse dabei kommen. Da kann ein bisschen Salz und Pfeffer dabei. Und das ist schon für die Füllung. Also eigentlich habe ich nur einen ganz einfachen Kräuterkäsekäse gemacht. Könnt ihr direkt auf einen Schmier machen. Ich meine das noch an eine Blätterdeig und da geht es gebacken. Ich meine aber eine zweite Variante, weil ich weiß, dass ein paar Leute heute die Fleisch ganz gerne haben. Die kriegen einen mit Treib gefüllt. Und dafür schälen ich als erstes einen Treib. Schälen heute, ich weiß auch nicht, wie das gefrischt so ein. Schälen sie. So, und dann tripsen ich es noch ein bisschen, wie das wirklich streichbar wird. Und das kann da auf meine Blätter, die ich alles kommen. Okay, auf die Anhaltschicht kann ich mich Treib und du machst dann als ich noch ein bisschen Muster innen drauf. Und du könnt da meinen getripsten Treib drauf und schneide einen mega coolen Löffel, den ich gerade vom Schmott geschmiedet habe. Und auf meinem Zweithalschicht könnt dann mein Kräuterkäsekäse. Okay, und jetzt schneide ich da auf 4 Teller. Und dann brauche ich sie noch abzurollen. Und da sind meine Schnecke schon fertig. So, und im Prinzip müssten sie nur 25 Minuten am Schäfchen gehen. Mit dem Holzofen kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen wie sehr geht. Also ich halte an Wasser drauf. Bis gleich. Ich bin ein großer Fan von Flammkuchen. Mir oft aus dem Deeg mal zu dünn und zu drischen. Und ich habe übrigens meinen eigenen Flammkuchenentwurf mit einem Deeg aus Chou-Fleur.
Ich brauche hier Chou-Fleur, Speck, Eier, gemohrte Mandeln, Creme fraiche und nach Käse. Also die Basis von diesem Flammkuchen ist wirklich ganz speziell, weil das gut kein Mehl dran. Und am Platz benutze ich einfach eine Chou-Fleur, Mandeln und Eier. Ich hacke als erstes die Chou-Fleur ganz rein, bisschen so wie Couscous aus. Und das möchte ich am allerbesten an einer Küchenmaschine. So, an der Chou-Fleur, die kann du nach 5 Minuten an der Mikrowelle gehen, weil du mal der kachenische Licht 4, kann du noch mehr Flüssigkeit rausdrücken. Die Chou-Fleur ist so leicht gekocht, das heißt, lässt schon ein bisschen von seiner Flüssigkeit raus. Und die probiere ich mal ganz zu verlieren. Und ich habe so ein Passer durch, weil doch für Gebäß zu machen geholfen. Und da dran kann ich dann ausdrücken. Nun kann meine Chou-Fleur an eine Schüssel kommen. Und das Tuch kann ich noch waschen und einfach benutzen. Ich wirklich am besten einfach waschen, weil das riecht ganz gut noch Chou-Fleur-Jus. Okay, und da kommen noch 100 Gramm gemahlte Mandeln dabei. Und noch 2 Eier. Und wenn ich die Chou-Fleur nicht an der Mikrowelle gemacht hat, da wäre das viel mehr nassen Tisch. Das kann ich noch mal mehr. Ich finde lieber, wenn ein bisschen mit Drischen hast du noch. Okay. Mach ich doch als einen kleinen Tisch. Also brauche ich meinen Tisch nicht mehr nach auszurollen. Aber den kann ich ja gut rollen. Und du willst also ein bisschen wie an der Sandküste und form den nicht mit den Händen. Okay, das ist ungefähr gut so. Da kann die Lomo während 25 Minuten 4 backen, ehe ihr mein ganzen Topping drauf könnt. So, den hat gut 4 gebacken und also schon gut Drische gehen. Du kann alles drauf kommen, was so ein richtiger Flammkuchen mischt. Schneid ein bisschen Creme fraiche. Und ein paar Scheiben in. Und da könnt noch Käse drauf. Ich habe hier den Baltes rot gewaschenen, weil die können einem Monster ganz nah, riecht ganz stark. Und da könnt natürlich auch noch Speck drauf. So, also kann das ganz für 10 Minuten bei 180 Grad gehen. Und dann ist mein Flammkuchen mit verstopftem Gemüse schon fertig. Das noch richtig schön gehen. Also, wir können es machen. Oh, das ist noch mega warm. Komm ran.